So, nachdem wir noch den Boden gut vorbereitet tun, könnt also das eigentlich wichtigste flotzt bei der Sache, nämlich Sehnen. Ich habe schon heute, hat gesagt, den ersten Teil von dieser Flasche sehen wir mit einem Saum an. Ich habe schon heute aufgemost, wie viel das wir dafür brauchen. Für einen Saum, was 100% Blumensaum ist, wo also gar kein Gras dran ist, sehen den im Prinzip mit 2 Gramm auf den Meter Carré. Das ist also ganz, ganz wenig, was ihr drauf könnt. Aber für das ihr aber irgendwie gesehen zu kriegen, gibt es einen kleinen Trick. Und zwar hält den Saison. Oh, ich habe schon ganz aufgemost, dafür kann ich den einfach so durchschütteln. Ich mache allerdings noch eine Sache, für sicher zu sehen, dass ich auch den noch überall gesehen kriege. Ich will ein logisches Haltchen von meinem Sohn. Ich schütte den so hier dran können, das wäre weise, wie der Sohn ausgeseit. Das ist also selbst ganz verschiedenes, also Kleinkehren, Deckkehren, Mattpinseln, Unipinseln, all mögliches dran. Ich meine also davon ungefähr Haltchen an meinen Schossel hier dran. Ihr braucht auch dafür kein speziell Saatschossel, so wie ich das hier habe. Da geht irgendein x-beliebigen Eimer auch durch. Aber weil da die hier so wenig ist, für aber die relativ große Flasche, gibt den Trick. Und zwar hält den ich hier so geschroteten Mais. Das ist also einfach gebrochene Mais. Den mische ich hier dabei. Und dann zwar massig, kann ich ruhig 10-mal so viel das Füllmaterial dabei machen wie so. Für einfach mehr eine große Quantität zu haben, die ihr noch an der Hand tut und das sieht das sich einfach besser. Am Platz von dem Maisschrot kann ich aber auch zum Beispiel drischen Kompost holen, kann ich reine Boden holen, den heute Boden wäre eigentlich auch schon relativ gut geegnet. Ich kann den eventuell Sand holen, also irgendein Material, das einem erlaubt, den Saum zu strecken und einfach mehr eine große Quantität noch am Grab zu holen. Ich meine, so noch ein bisschen dabei. Und dann haben wir die erste Haltchen für Eisen von unserem Saum eigentlich Brett. Gut durchmischen. Und eigentlich mal das so Das ist schon das geil. Und dann fängt man um zu hin, weil das Teil so schön linear ist, kann ich das eigentlich so ein bisschen übergehend fertig, wahrscheinlich so manchmal gegen das Stress kriegen, das kriegt aber noch nicht. Und dann finden wir das Teil so drauf rein. Voilà, das war also die erste Haltchen von unserem Sohn vom Saum. Dann machen wir noch die zweite, mal genau dasselbe. Und das fängt man dann auf der anderen Seite an, für so sicher zu gehen, dass man es möglichst eben, also möglichst selber auf der ganzen Fläche verteilt kriegt.
So, lo kommen wir nun den zweiten Teil von unserer Streife. Den hat man gesagt, den machen wir mit einer Blumenwiss, sehen wir den an. An einer Blumenwiss. Boah, die Nummer seht, ein Wiss, da ist auch Gras dran. Dafür ist auch Heu. An der Mischung von einer normalen Blumenwiss ist eigentlich immer wenigstens ein Teil Gras dran. In diesem Fall sind 50% Grassamen von extensiven Gräsern und 50% Blumen, die eben dann da dran sind. Hier sehen wir dafür ein bisschen mehr auf den Meter Carré. Hier haben wir 4 Gramm auf den Meter Carré drauf. Und hier haben wir aber denselben Trick. Ich will nicht direkt alles mitnehmen. Ich meine als echt Talchen vom Sohn hier an dem Stotzel, ungefähr Talchen, mit Moosen. Und hier seht ihr auch schon den Unterschied. Ich kann nur bei der Kamera kommen. Ja, hier seht ihr schon im Sohm, ja, du hast auch Grassohm mit dran. Ja, also man Talchen ungefähr von einem Tag. Dran. Und ich mische nicht drin heim mit meinem Schrot. Und dann gehen wir drüber. So, gesehen, also lo wichtig ist, dass das Saison nicht angeschafft wird. Die meisten Wildblumen sind sogenannte Lichtkeimer, das ist also wichtig für die Samen, dass sie Lut kriegen, sonst können sie nicht keimen. Dafür also lo auf keinen Fall mit irgendwelchen Maschinen oder irgendetwas das Ganze eigentlich anschaffen. Bleibt so drauf bleiben. Das Einzige, was wir machen, wir werden das dann noch fest undrecken und den Boden. Das ist ganz wichtig, für das der Samen eben wirklich richtig guten Kontakt mit dem Boden hat und auch dann immer gut Feuchtigkeit vom Boden kann abholen. Wenn wir das machen, weiß ich nicht. Ja, für den Samen umzudrecken und den Boden manchmal auch halt 2 immens sophistikierte Arbeitsgeräte gebastelt. Es waren 2 einfach Hölzebretter, 2 Löcher dran, ein Schnauber drüber. Hier wird es gut sein, für ihn redet, natürlich. Hier auf den Boden zu legen, Face dran zu machen. Hier tun wir da eine möglichst große Oberfläche zu haben. Und dann tun wir da das Ganze so umzudrecken. Okay, speisen wir jetzt. So gut. Das aber da kann man machen. Wir drecken also den Boden gut fest. Wenn natürlich daheim ein richtig Walz hat, für Wurst umzuwalzen, den hält natürlich stehen. Das heißt also, weil ich das nicht tun, es geht sein Zweck besser, aber einfach geht es definitiv mit einer Walz. Also wen so ausgerüstet ist, holt er Walzvorschrift. So, nachdem es mal alles schön platt gewalzt tun, fest ugedreckt tun, könnt also den Moment für zu netzen. Das ist ein ganz wichtiger Moment.
ohne Wasser können so natürlich nicht keimen. Also wie wir da los muss einfach genetzt gehen und das quasi all Tag, dass der Boden auf jeden Fall immer fisch bleibt, weil nimmen dann können zu einer Keimung kommen. Das kann wenigstens 2 Wochen dauern, bis so man ablaufen, bei verschiedenen noch wie lang. Und wie das so bleibt, kann ich nur mal rechnen, dass in ungefähr bei 6 Wochen muss wirklich netzen. Hoffen wir für die Natur, dass es nicht die ganze Zeit so schön bleibt, weil es gerade super ist, viel Zeit draußen zu verbringen, weil wir da ja all so viel haben. Aber da muss man wirklich viel netzen, wenn es eben so ist. Okay? Also einmal ja gut netzen. Und zwar nicht so, dass der ganze Sohm fortschwimmt oder alles total verschwemmt, weil man will ja nicht, dass der Sohm in auf den Boden rutscht. Das heißt, muss ein bisschen Zeit dafür holen, an das netzen und eben aber regelmäßig dran denken zu netzen.